Es ist 19:21 Uhr, Programm Bayern 1. Wir bringen nun das große Weihnachtswunschkonzert. Am Mikrofon ist Franz Messner. Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörer. Es ist ja ein besonderer Abend heute. Alles an Weihnachten ein bisschen anders. Die Empfindungen, die Lieder, die Grüße. Das große Weihnachtswunschkonzert am Heiligen Abend. Jetzt fangen wir zu singen an, so die einleitende Melodie, auf der Harfe gespielt. Wir haben hier im 7. Stock des Funkhauses schon eine Kerze angezündet. Vielleicht haben Sie das auch getan, weil Weihnachtslieder bei Kerzenlicht ja besonders schön klingen. Weihnachten nicht nur daheim, in der guten Stube, auch draußen in der Natur. Leise rieselt der Schnee. Das ist jetzt eine Aufnahme mit Lolita, Willi Schneider und den Schöneberger Sängerknaben. Gewünscht hat sich das Lied Frau Maria Bockes aus Bodenwöhr. Sie möchte alle Verwandten und Bekannten damit grüßen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, bei uns hier jedenfalls. Vielleicht tut uns der Schnee noch den Gefallen, ein bisschen zu fallen bzw. zu rieseln. Schön wär's. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet der Wald. Freue dich, Christkind kommt bald. Bald ist heilige Nacht. Chor der Engel erwacht. Hört nur, wie lieblich es schallt. Freue dich, Christkind kommt bald. Bald ist heilige Nacht. Chor der Engel erwacht. Hört nur, wie lieblich es schallt. Freue dich, Christkind kommt bald. Bei den meisten ist das Christkindl ja schon gekommen. Wie ist es bei Ihnen? Weiß es ja nicht. Nun, an Weihnachten ist ja alles ein bisschen anders. Der Schnee rieselt leiser und die Glocken, die klingen süßer. Der Tötzerknabenchor erfüllt den Wunsch von Frau Maria Spickenneder aus Schönberg im Niederbayerischen. Sie schickt Grüße zu ihrem Neffen Hans Huck in Großostheim mit Familie. Süße die Glocken, die klingen.
Süßer die Glocken nie klingen und heller die Sterne nicht strahlen, kann man das weiterführen. Sterne der heiligen Nacht, Slauka Aufsinnig und seine Oberkreiner, mit dieser Melodie, die Kerstin Mertel und Silvia, die beiden, aus Pölling bei Neumarkt, für ihre Eltern Hans und Sieglinde gewünscht haben. Und grüßen möchten sie ganz lieb die beiden Omas, Frau Anna Auer in Deining und Frau Theresia Mertel in Pölling. An diesem Stern hängt noch ein Gruß von Frau Renate Helsinger aus Blaubeuernweiler. An ihre Familie in Blaubeuern-Asch, die Familie Käthe Bonacker ist das. Hätte ich bald vergessen, tut mir leid. Einer, der alle anderen Sterne überstrahlt hat, das war der Stern von Bethlehem. In der heutigen Zeit und eigentlich immer in der nachfolgenden Zeit hat es auch symbolische Bedeutung, dass Transiamus lasst uns nach Bethlehem gehen. Der Montanara Chor erfüllt den Wunsch von Frau Christiane Kolkmann aus Rosenheim.
Geboren ist das Kind zur Nacht für dich und mich und alle. Drum haben wir uns aufgemacht nach Bethlehem, zum Stalle. Und frage nicht und rate nicht, was du dem Kind sollst schenken. Mach nur dein Herz ein wenig Licht und ein wenig gut dein Denken. Mach deinen Stolz ein wenig klein und fröhlich mach dein Hoffen. So trittst du mit dem Hirten ein und sieh, die Tür steht offen. Gedanken von Christina Rossetti. Die Weihnachtsglocken, so heißt diese Melodie von Hubert Pfluger, auf der Harfe gespielt. Und damit ist der Wunsch von Frau Fuschi-Grah aus München in Erfüllung gegangen.
Die kleinen Glöckchen sind es, die ein Schlittengespann ankündigen. Auf dem Schlitten, von einem Rentier gezogen, sitzt der Santa Claus in den USA, der allerdings morgen erst die Geschenke bringt, morgen früh. Rudolf, das kleine Rentier, darf den Schlitten noch nicht ziehen. Er ist noch zu klein und mit seiner roten Nase scheinbar nicht vorzeigbar. John Hendricks singt dieses Lied, das Frau Edith Reimann aus Ulm sich gewünscht hat und damit ihre Cousine Frau Renate Franz mit Mann in Tüßling grüßen möchte. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it grows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Natürlich erzähle ich Ihnen auch wieder die Geschichte. Rudolph war ein Rentier. Kein gewöhnliches, ein außergewöhnliches. Es hatte nämlich eine knallrote Nase, weshalb es von allen anderen Rentieren verhöhnt wurde und deshalb einsam und verschüchtert in seinem Eckchen stand. Bis eines Tages der Weihnachtsmann kam, Rudolf erblickte und rief, »Hey, Rudolf, du wirst mit deiner leuchtenden Nase allen anderen Rentieren vorauslaufen und ihnen den Weg weisen, wenn wir auf die Erde hinabfahren und den Menschen ihre Weihnachtsgaben bringen.« Na, da hätten Sie mal die anderen Rentiere sehen sollen. Rudolf, na der ist doch immer unser bester Freund gewesen. Rudi, na der wird doch eher ein Rentier. Na, Sie wissen ja, wie die Menschen, wie die Rentiere sind. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it grows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Rudolph, 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 you'll go down in history. Eine liebe Geschichte nicht nur für die kleinen Kinder. Ein Kinderchor, der Mindelheimer Kinderchor, singt Klingglöckchen, Klingelingeling, hat Frau Gertrud Horn aus Wertheim für die beiden Enkelkinder Andrea und Ralf Zimmermann gewünscht.